Hey, hey! Ich möchte das Video starten, indem ich einfach Danke sage. Danke für das, was aktuell abgeht. Vielleicht habt ihr es gesehen, wir haben erst gerade auf Insta die 10.000 gehittet, was für mich komplett crazy ist und wunderschön zu sehen und immer noch so surreal, dass wir so viele Menschen erreichen. Und das zeigt mir wirklich, wie gesagt, ich habe auch ein Recap-Video so darüber gemacht, es zeigt mir, wie gesagt, dass es der Content ist, wo die Schweizer darauf gewartet haben. Oder Content ist, wo die Schweizer brauchen. Und darum freut es mich extrem, das so aufziehen, mit euch zu machen, das so vertraut aufzubauen. Darum danke für den ganzen Support, sei es Insta, TikTok, YouTube. Lasst uns das ganze Ding grösser ziehen, lasst uns es noch grösser aufbauen. Es ist mega schwierig für mich. Es ist immer so 10'000 Leute, Alter, das ist so viel. Aber gleichzeitig kratzt es noch nicht mal dort, wo ich wirklich hin will mit dem Ganzen. Darum muss ich immer schauen, dass ich mich selber nicht deckle damit. Auf jeden Fall herzlich willkommen zu diesem Video. Wir haben das Wochenende viel vor und ich möchte euch ein bisschen mitnehmen. Heute gehen wir als Autotreffen in Villmergen. Morgen haben wir den Club Run von Salty Sports, wo wir über 70 Anmeldungen haben. Das ist mehr als doppelt so viel wie letztes Mal, das ist komplett crazy. Und danach geht es vielleicht noch an ein Event auf Stoss, an ein Mindset-Event, wo ich eingeladen worden bin, wo ich sehr, sehr gespannt bin. Darum habe ich gesagt, ich nehme einfach das Weekend ein bisschen mit. Auf jeden Fall, jetzt steht an, wir müssen den Töpf noch schnell waschen, weil der sieht durch den Blütenstaub aus wie Scheiße. Es hat wirklich überall Blütenstaub drauf, davon, dass er eigentlich draußen gestanden ist, jetzt eine Woche, und ich eine Woche jetzt nicht gefahren habe. Seht ihr überall, wie es so gelbe Blütenstaubreste drauf hat. Und gerade bei einem schwarzen Töpf ist das halt ein bisschen kritisch. Sogar der Drache hat abbekommen. Fahren ist für mich zu etwas mega Speziellem geworden. Am Anfang habe ich gar nicht gedacht, dass es so einen krassen Impact haben wird. Ich habe mir den TÜV vor allem geholt, weil ich an einem Punkt war, wo ich einfach gefunden habe, hey, es muss jetzt etwas gehen im Leben. Es muss Abwechslung reinkommen, es muss etwas Neues reinkommen. Und ich habe vorher schon kleinere motorisierte TÜV fahren. Der ist jetzt noch nicht offen, der ist immer noch ein drosselter, ein A2-Bike. Aber es ist mega schwierig zu beschreiben. Es fühlt sich sehr, sehr frei an, wenn man auf dem TÜV hockt. Und ich rede jetzt nicht mal davon, extrem schnell zu fahren oder extrem tief krasse Kurven zu liegen oder so. Aber einfach das Gefühl, auf so etwas zu hocken, im Vergleich zu Auto, ist einfach nochmal ein Stückchen mehr Freiheit. Weil du hast ganz andere Aspekte, die beim Autofahren nicht dazukommen. Du siehst mehr, du hast mehr Übersicht, du hast einen Wind, der dazukommt, Geräusche, die dazukommen, die du beim Autofahren nicht hast, etc. etc. Und es beruhigt mich auch irgendwie so durch. Das heisst, wenn ich zum Teil wirklich irgendwie Sachen habe, wo ich mir viel Gedanken mache oder wo ich darüber nachdenken muss oder mir den Kopf darüber zerbreche, dann gucke ich gerne eine Runde auf den TÜV und gehe irgendwie am Abend ein Ründchen düsen. Einfach, es ist irgendwie so durch auch eine Verarbeitung. So, wir gehen jetzt dann direkt los, wir müssen uns also schon umziehen und dann hebsen wir uns auf den TÜV auf Villmergen. Aber ich habe hier den Imbiss da hinten wählen. Da hat es so einen Takeaway-Imbiss.
sieht ein bisschen ranzig aus, aber ich habe gedacht, ich kann mir dort easy noch schnell vor dem Meet etwas snacken. Turns out, der hat nur bis um 4 Uhr geöffnet. Darum, ja, ist jetzt ein bisschen semi-prächtig. Es ist ein mega geiles Wetter, Barrio. Richtig, richtig nice. Schaut mal, wie idyllisch das da ist. Wir sind jetzt angekommen, das Mikro ist auch schon montiert. Das Mal ist es sogar noch hell. Also man sieht sogar noch ein bisschen etwas. Da ist der Andi ist am Start. Ich habe gesagt, wir laufen ganz kurz durch, aber ich muss unbedingt etwas essen holen, bevor alle Leute kommen. Ich bin am Verhungern. Hey, Sally, grüezi wohl, hä? Freut mich, Sie kennenzulernen da. Hä? Ja, grüezi wohl. Jetzt erst mal mampfen. Schau, da stehen schon wieder 700 Leute da. Hey, du! Was machst du da? Hey! Was läuft, Bro? Bist du mit deinem Karren gekommen? Geil! Legal! Sag das nochmal. Legal. Ah! Ja, aber du kannst mir jetzt nicht sagen, das leuchtet nicht nach außen. Richtig schön. Ah. Hot Stuff. Mensch, ich kann das bei meinem TÜV auch machen. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier am Meet. Ich werde vielleicht noch so ein bisschen Carporn von den verschiedenen Sachen, die da sind, zusammenstellen. Einfach, dass ihr einen Einblick habt. Aber ich würde sagen, wir hören uns gerade. Film ab. I wonder if it's Tokyo, if you said it and you did it and you know you're about to go. Was denn für you? Wir sind jetzt zurückgefahren, es ist mittlerweile 11:30. Richtig geiles Meet. Ich habe auch noch recht lange gesprochen mit Kollegen und Kolleginnen, die dort waren. Es war echt richtig cool gewesen. Es gibt mir mega viel allgemein die Car-Community, das Zusammenkommen, die Treffen finde ich richtig cool. Und morgen geht es direkt an den Run Club, wo ich sehr gespannt bin. Man hört sich morgen. Guten Morgen, meine Freunde. Ich habe richtig Bock. Aufgrund davon, dass ich krank war, bin ich halt die ganze letzte Woche noch nicht im Gym und ich fühle mich richtig weak. Heute easy joggen ist gar nicht so schlecht. Aber vielleicht setze ich das Weekend einfach mal aus, dass ich am Montag wirklich wieder voll reinpowern kann. Geil! Ja? Hey, danke vielmals, merci. Danke. Ja, das ist crazy. Ich glaube, David, der Vlog. Das ist so geil. Das ist Bro, auch okay, Mann. Es ist wirklich krank. Es ist wirklich krank. Ich habe sogar die Kamera dabei, das Mal. Ich habe mehr als verdient. Danke vielmals, merci. Ja. Ich wäre froh, wenn ihr jetzt mehr helfen könnt, dass ihr mich zusammenfaltet. Ja, safe. Und dass wir eben auch ein bisschen auf den Verkehr schauen, dass wir niemanden verlieren. Ja, voll. Dass wir so ein bisschen Strassensperren noch machen, weißt du, wenn es grün ist für die Autos. Ich freue mich schon aufs Warm-up von dir. Wie bringen wir die Leute nachher in unseren Kaffee? Du kannst ein eigenes auftun. Das ist die Elite von der Schweiz, die sich hier versammelt. Alle 2 Wochen in Zürich. Elite-Hobby-Jogger. Jogbläusler. Der Janis, du. Der Janis, es gibt schon die ersten Problematiken da, du. Eng angekommen, es muss kein schöner Kreis sein. Willkommen beim Salty Sports Club. Mega cool, dass ihr alle hier gefunden habt. Wir sind ein Sportsbrand. Wir machen Run Clubs in München, Wien, Amsterdam, Berlin und die auch in Zürich. Und etwa 6 Kilometer ganz easy, ungefähr 6 bis 6,20er Pace, je nachdem. Wenn wir uns immer so ein bisschen den Gruppen anpassen. Sehr wichtig für die, wo es zu schnell ist, bitte genug früh Bescheid geben, dass wir niemanden verlieren. Und die vorne sind, bitte ein bisschen am Tempo anpassen und nicht davonziehen. Es soll wirklich ein lockeres Laufen sein zusammen. Es geht um Socializen und nicht, dass jeder sein Training bekommt. Ich übergebe gerade dem Janik. Wir machen hier gerade einen grossen Kreis, kurzes Warm-up. Sehr gut. Ich mal ganz locker auf die Füße reichen. Schön, wie das macht.
Hat und gibt sich Mühe. Hä? Hat und gibt sich Mühe. War stets bemüht. Hey, ich bin noch nie so warm gewesen. Nicht? I thought you were running by yourself. No, I'm with the boys. Wie das aussieht. Geil. Sieht schon geil aus, Alter. So eine riesige Menge. Und wie läuft's? Recht gut, würde ich mal sagen. Recht gut? Ja, hey, super. Kannst du auch schnell deinen QR-Code aufstellen Ja. im WhatsApp-Chat? Das wäre super. Wie war es jetzt so mit so vielen Leuten? Geil gewesen. Das war geil. Ich habe den Überblick verloren. Du bist verdammt braun geworden. Fast Cut, wir sind jetzt in Stoss. Ich musste ein bisschen stressen. Die Heime kann einfach wirklich schnell duschen. Dann bin ich ins Auto und losgefahren. Ich habe gar nicht viel aufgenommen. Aber wir sind jetzt da. Wo gehe ich überhaupt hin? Habe ich glaube gar noch nicht wirklich groß gesagt. Ich gehe an ein Inspire Day, ein Tagesevent, das organisiert wird, wo es darum geht, wirklich so ein bisschen sich persönlich einfach weiterzuentwickeln. Und ich bin dort eingeladen worden und darum gehen wir jetzt dorthin. So, das Event ist auch dann extrem nice Event gewesen. Danke viel mal für die Einladung, Oli. Habe ich wieder extrem cool können mit Leuten vernetzen, connecten, das Netzwerk ausbauen, neue Bekanntschaften machen, neue Freundschaften schließen. Ich mag das. Ich mag so Tage, die gepackt sind. Ich mag Tage, wo etwas geht. Ich mag, wenn sich etwas bewegt. Genauso mag ich dann aber auch im Gegenzug wieder die Tage, wo nichts läuft oder wo ruhig sind. Aber ich hole sehr viel Energie aus dem Ganzen. Neue Leute kennenlernen, Leute treffen, neue Visions zu hören, neue Gedanken austauschen etc. etc. Ich denke, das war es wahrscheinlich für diesen Vlog. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwie etwas anhängen wird. Auf jeden Fall, danke vielmals, wenn du bis dahin geschaut hast. Das bedeutet mir mega viel allgemeiner Support, der aktuell von euch kommt. Die Unterstützung, die ihr mir gebt, ist nicht von dieser Welt und darum danke, wirklich. Danke, Mann. Love you, Bro.